Und weiter geht es bei Zelda Skyward Sword Hero Mode. Diesmal wieder hier im Zimmer von Michael, Link, wie auch immer. Link Michael vermutlich sogar. Linken, was? Michael der Linken? Nee. Der Typ ist irgendwie anders, ja. In der letzten Folge haben wir die Vollgradezeremonie zwar gewonnen, aber Zelda leider dafür verloren. Scheiße, wa? Jetzt brauche ich dringend Kohle. So, 5 Rubine kommt schon. Ching, 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 ching. Und eine geheimnisvolle Stimme hat uns aus dem Bett gerufen. Doch wer mag das bloß sein? Die kennen wir doch! Aus über 90 Folgen von unseren Träumen. Bleib stehen, Mensch! Bleib stehen! Wo willst du hin? Link, zück dein... Hallo? Ich kann das Schwert nicht ziehen. Ich kann das Schwert nicht ziehen. Und weg ist sie. Irgend so ein Spasti hat vergessen, hier oben abzuschließen. Fällt mir mal soeben auf. Naja, was soll's. Unser Glück. Bleib stehen, Mann! Ich schlitz dich auf! Ach nee, geht ja gar nicht. Hey, hey! Na egal. Zack. Wer bist du, Mensch? Bleib stehen! Hä? Wohin springt die? Wupp. Wow! Das war knapp. Das hat ein bisschen zu knapp. Yeah! Sie hat uns zu diesem Vieh geführt. Ja! Hallo? Oh! Meine Mischung das wieder aus und wow! Kätzchen. Wow, das war knapp. Ja? Toll. Achso. Ich dachte gerade, wo willst du jetzt hin? Da drüben sehe ich die Kürbisinsel. Bleib doch zumindest. Und ein Zwacken. Ein 20er. Ich sehe gerade da bei euch auf dem Screen, also sprich jetzt das, was ich da gerade aufnehme, ist es viel heller als hier auf dem Fernsehscreen, wo ich gerade aufnehme. Beziehungsweise das Spiel natürlich nicht aufnehme. Oh, hallo? Kommst jetzt da hoch? Nee. Ja, geht schon mal nicht. Ich habe den falschen Weg gewählt. Oh, das Vieh schon wieder. Das kackdumme Vieh. Das war ja auch clever, hey. Oh oh. Fisch ab, Mann! Seht ihr das? Sie haben mir ein Herz abgezogen, Mensch! Normalerweise ist es ein halbes Herz abziehen, glaube ich, oder? Auch ein ganzes. Also auf alle Fälle ziehen die Gegner hier bei Skyward Sword doppelt so viel Herzen ab wie auch sonst. Und apropos Herzen, also Skyward Sword Heldenmodus natürlich. Und apropos Herzen, wir finden hier auf normalem Wege keine normalen Herzen mehr. Also Herzblumen und so, alles weg, gibt's hier nicht mehr. Die Herzen müssen wir uns auf andere Art und Weise beschaffen. Toll. Yeah! Und schon die nächsten Feinde. Und haben wir ein schwaches Schwert, hey. Und tschüss. Oh, ein beherzter Sprung! Ich frage mich doch da direkt, wie kann diese Insel hier überhaupt in der Luft schweben? Und vor allem so ein Inselstückchen hier. Ah, noch so ein dämlicher Flabbermensch. Gut. Hopp. Und hopp, und hopp. Zum Glück keine Spinnen. Das erleichtert es mir natürlich ungemein. Alter, wie ist den ganzen Umweg, hey? Hätte man sich auch einfacher machen können. Tja. Aber man kennt es ja. Viele Wege führen nach Rom. Oder halt zu unserem nächsten Item. Toll, wie komme ich jetzt da rein? Hallo, ich bin kein Geist. Oh. Durch Magie natürlich, wie auch sonst. Wow. Echt cool. Und der Mond scheint so hell. Ist das nicht geil? Mal schauen. Fledermäuse, hast du vielleicht eine Monsterklaue für mich? Komm her, Mann, ich habe hier einen hübschen Zahnstocher für dich. Na egal. Denn ich kriege gleich was viel geiler als so ein blöder Zahnstocher. Die Statue der Göttin. Oh yes, und diesen Sockel da kennen wir auch nur zu gut. Tschu. Ich habe dich erwartet, dich Stimme meiner Schöpfin auserwählten. Fei, das ist der Name, den man mir gab. Natürlich, Fei, wie konnten wir die vergessen?
Sie hat uns ja über 90 Folgen lang genervt. Mensch, über 90 Folgen lang genervt. Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Ja, vor allem anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nicht gerade viel. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter Michael. Jawohl, dein Gebieter, so sei ich. Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen. Die Angst und Sorgen deiner Freundin und über 90 lange Folgen von Zelda Skyward Sword. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Ja, gut zu wissen. Das Mädchen, das du suchst, Zeldas Leben ist nicht verloren. Cool. Diese heilige Maid, Zelda und ich, euch erwartet ein großes Schicksal. Ah, und ich habe schmerzende Ohren von diesen dämlichen Kopfhörern. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Geil, Mann, habe ich 2 Schwerter, Mensch. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Weil als ein Schwert, das im Stahl sind, ist es nicht so schwierig. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir dem Gebiete des Schwertes folgen. Zücke es nun und strecke es himmelswärts. Oh yes. Das werden wir tun. Ganz cool gehen wir darauf zu. Ganz cool, ganz gelassen. Und jetzt. Und zack. Hopp. Oh yes. Tsching. Das ist unser neues Schwert. Und wir haben trotzdem noch unseren alten Zahnstocher. Yeah, jetzt haben wir 2 Zahnstocher dabei. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Die Erinnerungen an deine zahlreichen Kämpfe durchströmen es, wenn du es gen Himmel hältst. Der Himmelstrahl fügt nun maximalen Schaden zu, auch eine Neuigkeit beim Heldenmodus. Wie das aussieht, das seht ihr gleich. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Die Himmel uns ganz schön an, wa? Wow, geiles Teil. Michael. Ups. Kann es denn sein, dass du es bist, Michael? Brauchst du eine Brille oder was? Natürlich bin ich es. Der legendäre Jüngling, der die Kammer des heiligen Schwertes betreten wird. Ach so, der. Ja, der bin ich, der Auserwählte. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ja, aber noch nicht jetzt, das kommt erst später. Ich werde erscheinen dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen, das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass ich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Wie zum Henker bist du hier reingekommen? Es ist, wie es die Prophezeiung sah. Oh, man kann frei sehen. Ein Jüngling wird führen das Schwert, beinahe noch ein Kind, wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Wow. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Ihr Menschen seid so blöd. Ihr blöde Menschen, haha, blöd, 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 Menschen, Menschen. Erwählt von der Göttin den Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. Oh. Zelda. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdund heißt und viel größer sein soll als unsere Welt.
das also, hat Zelda gemeint. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden. Um die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist es jemandem gelungen. Noch nie! Meinem Gebieter wird dies gelingen. Denn ich habe hier zufälligerweise eine Steintafel dabei. Guck dir das an. Oh. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Naja, ein Teil zumindest. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. So wie Fei. Gebieter, richte nun den Himmelstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel streckst. Ja, kennt doch alles, Mensch. Kennen wir doch bereits alles. Und jetzt, Freunde, seht euch mal an, was unser Schwert neuerdings drauf hat. Super schnell aufgeladen, wa? Und diese Power, wie das wahre Masterschwert. Und das ist bei weitem nicht alles, Freunde. Denn so wie unser göttliches Schwert stärker ist, ist auch im Heldenmodus unser wahres Masterschwert stärker. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Tsching, tsching. Und die typische Zelda-Betätigungsmucke. Untersuchen. Ja. Jetzt sag mal. Ja. So. Da fehlt dann noch ein bisschen was, wa? Ja, nicht nur ein bisschen, Freunde, nicht nur ein bisschen. Tsching. Öffne dich. Und somit kommen wir endlich ins Erdland, in das erste Gebiet des Erdlandes. Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke unten, um mich zu rufen. Oh. Michael, ich weiß nicht, was mit dem Schatten große Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Die zweite Herausforderung, der Heldenmodus. Viel Glück. Wenn Feis Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich an den Schicksal stellen, Michael. Niemand weiß, welche Prüfungen das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Michael. Jo, Mann, ich werde es schaffen. Jo, wir schaffen das. Ach, das klingt schwierig. Ich will nicht, Mann. Ich will nicht. Ja, es klingt schwierig. Andererseits werde ich das schaffen, aber das haben wir bereits im normalen Modus gemacht. Na komm. Ich bin mir sicher, dass dich viele Gefahren erwarten, Michael, aber du wirst es schaffen. Alles klar. Dann mache ich das auch. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Für mich eher kurz. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Michael. Da du die Vorgradzeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Bitte, mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten du ziehst es morgen gleich an. Jo. Und ab geht's. Willst du das speichern, Gebieter? Natürlich. Safety first. So. Schuhe passen. Gürtel auch. Stramm gezogen. Die Zipfelmütze auch. Die Handschuhe, perfekt. Und alles in grün. Das diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es ja ganz vorzüglich, Michael. Oh yes.
Denn grün ist die Hoffnung. Und wir werden siegen. Pass auf dich auf. Und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisvorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Sollst du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Alles klar. Oh yes, man. Soll ich mal kurz was testen, Freunde? Und zwar, wenn ich mich hier kurz hinsetze. Achso, wir sind bereits aufgeladen. Scheiße. Hier ist nichts Brauchbares. Bin ich auch ein bisschen blöd. Wie sieht es mit der 1 aus? Immer noch nichts da unten. Menschenskinder, wann kommt das endlich? Wann kommt denn das? Das Schwert haben wir bereits, genau. Schwert der Göttin. Ein Schwert, das aus dem Podest der Göttin gezogen wurde. Heiliges Licht umhüllt es. So ähnlich wie bei Excalibur. Oh yes. Ich fühle mich ein bisschen wie König Artus. Yeah. Hey. Michael. Jo, was gibt's denn? Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du los siehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Yeah, die Abenteurertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Geil, Mann, aber erst 4, leider. Das ist eine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Ja, Herztrank vor allem, ja, weil es keine Herzen gibt, aber ohne Flasche wird es ein bisschen schwierig werden. Michael, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Ja, glaub du nur. Und da ist ein anderer Typ. Was willst du denn, Mensch? Hey, wie bist du als Einziger mit guten Noten belohnt worden? Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Erst verschwindet Zelda, dann kommt Bado nicht mehr sein Zimmer raus. Und an all dem bist du ganz allein schuld. Du ganz alleine. Ja, vor allem und an all dem. Bado. Klopf, klopf. Was macht denn der Bado da? Komm schon, wir beklauen ein bisschen. Ja, das sollst du besser nicht machen. Ja, schon gut. Wieso hatte der eine Vogelmaske drin? Da ganz links, das ist eine Vogelmaske. Aber guckt euch mal das hier an. Das Link, das bin ich. In irgendwie The Wind Waker Style war. Schwert ziehen, komm schon. Was war das gerade? Wow, Boxhandschuhe. Bado, alles in Ordnung? Zelda, ja, bist ganz alleine du schuld. Du hast ja auch gewonnen, um überhaupt richtig fliegen zu können. Hallo, bitte? Dann ist es wohl an mir, Zelda aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Warte nur. Ja, ein paar Gewichte stemmen noch. Geht nicht. Schade. Und Türe auf. Auf ein neues Abenteuer. Ein Abenteuer voller Gefahren und voller Spaß. Gibt es hier vielleicht noch etwas, was ich wissen muss, lernen kann? Na, Oma? Nö. Aufs Klo muss ich auch nicht mehr. Ich sehe bereits alles nass da unten.